Apropos Grand Vintage, seid ihr in der Ferien auch so Kultur interessiert? Ich meine, daheim ging es doch nicht ins Museum, oder? Aber in Paris, Wien, New York, London, Hamburg, gehst ins Museum, musst ja kein Bünzli sein und nicht nur flanieren und shoppen so in einer fremden Stadt. Bin in Bremen so in einem Museum für moderne Kunst und dann gibst du dir Mühe, das Zeug zu verstehen. Es ist noch so super gescheit unten dran geheißen. Martin hat es aufgeschrieben. Hat es dort unten dran geheißen. Wird hier eine konsequente Auflösung der geschlossenen Bildformen betrieben, je nach Lichteinfall verändert sich die Farbgebung auf der unbegrenzt wirkenden Bildfläche und versetzt die BetrachterInnen in eine ständige Wahrnehmungsbewegung. Also das war einfach eine leere Leinwand. 4,5 auf 6 Meter, riesig leer. Mit einem schwarzen Rahmen rundum. Denn obwohl das Werk eng mit der minimalistischen Kunst verbunden ist, bewahrt es dennoch eine eigenwillig meditative Ausstrahlung. Also gell, leere Leinwand. Eine eigenwillig meditative Ausstrahlung in der Kombination seiner zwei unterschiedlichen Farbflächen. Hier einer weiten hellen und da einer schmalen dunklen. Und du denkst, okay... Ja, es könnte ja sein, dass das Kunst ist. Ich meine, du musst ja keine Banause sein und nicht so uninteressiert wie die Schulklasse vordran hat. Das hat jetzt die dermassen angeschissen. Die gelärmt und gemorrt. Kaum komme ich in den nächsten Raum von der Ausstellung, wo die raus sind, liegt dort noch so eine Bananenschinte am Boden. Da einer von diesen Schülern hat die am Boden geschmissen. Ich wollte sie auflesen. Halt! Halt! Schon ein Aufseher zu gumpen. Das war eben Kunst, die Bananenschinte. Und apropos